Oh, das Wetter. Das ist ganz klein hier. Hier soll die haben. Oh. Das ist gut. So kam 1930 die erste Gruppe der Russland-Mennoniten auf ihr Siedlungsland im zentralen Chaco von Paraguay. In Puerto Casado hatten sie den Flussdampfer verlassen, der sie den Paraguay-Fluss heraufbrachte. Und die Schmalspurbahn hatte sie 145 Kilometer nach Westen bis zur Endstation gebracht. Von dort holten sie Fuhrleute der Kolonie Menno, die 3 Jahre vorher von kanadischen Mennoniten gegründet worden war, mit ihren Ochsenwagen ab und brachten sie auf das ihnen zugewiesene Land, eine unberührte Wildnis mitten im Gran Chaco von Paraguay. In den Jahren von 1930 bis 1932 trafen rund 2000 Personen, heimatlose Flüchtlinge, die eine Heimat suchten, im Chaco ein. So, nun sind wir endlich tschüss. Schlank! Bring den Stock! Das ist ja geworden, Weibach. So, nun nehmt ihn. Das erste Zeltlager in der Wildnis, am einzigen Brunnen. So, nu kommt der Dash. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Amen. Pfui, alles falsch lieber. Ja, denk daran. In Russland haben sie nicht Mulschobel zu beten. Wir sind ein Volk am Strom der Zeit, gespült ans Erdenheiland. Liebe Geschwister, zu unserem ersten Gottesdienst hier im Chaco wollen wir uns ein Wort Gottes lesen aus Psalm 126, Vers 1 bis 3. Etwa 5000 Deutschstämmige, die meisten von ihnen Mennoniten, konnten Ende 1929 die Sowjetunion verlassen. Mehr als 14.000 hatten sich fluchtartig in wenigen Wochen in Moskau angesammelt. Das Gerücht hatte sich verbreitet, man könne Russland verlassen. Sie hatten ihre Höfe, ihr Hab und Gut in der Ukraine, auf der Krim, in Sibirien stehen und liegen gelassen, getrieben von der Furcht vor der Kollektivierung, vor Verfolgung und Verbannung. In Deutschland nahm man sie freundlich auf. Das Flüchtlingslager in Mölln wurde zum Symbol für Gastfreundschaft und Hilfe. Doch in Deutschland konnten sie nicht bleiben. Welches Land nahmen sie alle auf, die ganze Gruppe mit den Alten und Kranken? Da kam Paraguay ins Blickfeld, ein Name, den die meisten nie vorher gehört hatten. Und hier wieder der Gran Chaco, wo seit 1927 Mennoniten aus Kanada einen Siedlungsversuch machten. So sollte der Chaco Zufluchtsort für heimatlose Flüchtlinge werden. Dafür wollen wir dankbar sein und die Errettung aus der Not nie
vergessen. Wir glauben, dass Gott uns in diese Wildnis geführt hat. Und im Vertrauen auf ihn wollen wir nun unsere Arbeit beginnen und er wird uns die Kraft dazu geben. Die Ochsen waren die ersten Zugtiere. Die wilden Rinder, von der Casado-Gesellschaft geliefert, mussten erst gezähmt werden, ehe man sie vor Wagen und Pflug spannen konnte. Reihum musste man auch die Fahrten zur 100 Kilometer entfernten Bahnstation machen, um die Konsumgüter, vor allem Lebensmittel, heranzuholen. Solche Fahrt mit Ochsen konnte bei den schlechten Wegen eine Woche und länger dauern. Pferde oder Maultiere, die etwas schneller waren, konnten erst nach 10 Jahren in die Siedlung gebracht werden. Die eintönige Kost, Wassermangel und schlechte Wohnverhältnisse begünstigten den Ausbruch einer Typhusepidemie. In den Dörfern Friedensruh, Schönwiese und Schönbrunn starben in wenigen Wochen mehr als 60 Personen. Es schien, als ob der Chaco sich gegen die Einwanderung wehrte. Sein Klima und seine Natur empfanden die Siedler als heftigen Widerstand. Die langen Trockenperioden im Winter, das Ausbleiben des Regens, oft auch im Sommer, führte immer wieder zu Misserfolgen in der Landwirtschaft. Wenn die Felder hoffnungsvoll dastanden, fielen unerwartet riesige Heuschreckenschwärme ein und ließen kein grünes Blatt an den Pflanzen. Es wäre in dieser harten Zeit wohl kaum jemand im Chaco geblieben, wenn es einen Ausweg gegeben hätte. Vom Regen in die Traufe, so schien es jedenfalls, als 1932 der lange schwelende Konflikt zwischen Paraguay und Bolivien mit ungeheurer Heftigkeit ausbrach. Der Krieg um den Gran Chaco, der Chaco-Krieg. Die Mennonitenkolonien Menno und Fernheim waren 1932, ohne dass sie es gemerkt hatten, in das Niemandsland der beiden sich gegenseitig bedrohenden Heere geraten. Für Paraguay war die Existenz der Mennonitenkolonien ein wichtiger Faktor für seinen Anspruch auf das Gebiet. Von den blutigen Schlachtfeldern in Boquerón und Toledo rollte der Kanonendonner Tag und Nacht über die besorgten Siedler. Doch das Kriegsglück lag auf paraguayischer Seite. Die Schlachten von Boquerón, Toledo, Arce, Saavedra, Nanava verliefen siegreich und das Heer Boliviens zog sich nach Westen hin zurück. Die Mennoniten tauschten gern Wassermelonen, Bohnen, Milch und Eier gegen Fleischkonserven oder frisches Fleisch, das der Truppe als eintönige Nahrung diente. 3 Jahre dauerte das blutige Ringen und im Juli 1935 standen die paraguayischen Truppen am Fuße der Anden. 3 Jahre lang zogen die paraguayischen Regimenter durch die Kolonien. Mehr als 30.000 blieben im Feuer der Schlachten und auf den Durststrecken der endlosen Schneisen. Als die mennonitischen Siedler in den Chaco kamen, begegneten sie auf dem ihnen zugewiesenen Siedlungsland dem Stamm der Lenguas. In kleinen Sippen lebten diese Indianer hier als Jäger und Sammler. Man zählte 1935 etwa 500 im Raum der Mennonitensiedlungen. Sie halfen den Urwald roden, Wege schlagen und dann auch beim Bestellen der Felder und in der Ernte. Und predigt das Evangelium allen Völkern. Sie sahen in der Begegnung mit den Indianern den Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Missionare erlernten die Sprache der Lenguas und später die der Chulupies und legten den Grund zur Verbreitung des Christentums unter den Stämmen des Chaco. Die Lenguas waren nur ein Stamm von vielen, die weit zerstreut in der großräumigen Wildnis lebten. Im Laufe der Jahrzehnte wirkten die Mennonitenkolonien im zentralen Chaco wie ein Magnet auf die Indianerstämme. Wer einmal Brot gegessen hat, so sagen die Indianer, geht nicht mehr zurück in den Busch. So strömten sie herbei. Zuerst die Chulupies aus dem Süden, dann die Tova und Sanapaná aus dem Osten, die Guaraníes aus dem Westen
und zuletzt die Ajureos oder Moros aus dem Norden. Auf einer Fläche, wo vor 50 Jahren etwa 500 Lenguas ihr Jagdgebiet hatten, suchen heute mehr als 20.000 Menschen, Weiße und Braune, Lebensmöglichkeiten, Arbeit und Brot. Hättest du dir das vor 50 Jahren gedacht? In Paraguay wurden immer mehr Mennonitenkolonien gegründet. Selbst aus Kanada und Mexiko gab es noch weitere Zuwanderung. Die Kolonien im Chaco dehnten sich flächenmäßig aus. In den Zentren der Kolonien, Philadelphia, Loma Plata, Neuhalbstadt, bemühte man sich besonders um den Aufbau. Die Arbeit auf genossenschaftlicher Basis war schon zu Beginn der Ansiedlung die einzige Möglichkeit, bei der Abgelegenheit des Siedlungsgebietes in der Wildnis zu überleben. Der erste Laden der Kooperative, das erste Verwaltungsgebäude und eine kleine Dampfmaschine mit Sägewerk, Mühle und Ölpresse wurden in Gemeinschaftsarbeit fast ohne Geldmittel aufgebaut. Es war ein hartes Gebot, auf Eigennutz zu verzichten und für Gemeinnutz einzutreten. Ein Motto, das sich die Siedler in den ersten Jahren setzten. Für die Entwicklung der Landwirtschaft und Viehzucht, der fast einzigen Erwerbsgrundlage in dieser Zone, waren Kredite notwendig. Diese Dampfmaschine von 300 PS konnte gekauft werden, als der Oberschulze der Kolonie 1953 bei den Mennoniten Nordamerikas einen ersten Kredit aufnahm. Die 60er und ganz besonders die 70er Jahre wurden dann ausgesprochen günstig für langfristige Kredite, die die Genossenschaft an ihre Mitglieder weitergeben konnte. Von weittragender Bedeutung für den wirtschaftlichen Aufbau wurde die Erweiterung der verarbeitenden Industrie für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse wie Erdnüsse, Baumwolle oder auch Palo Santo-Holz. In immer größeren Flächen wurde der Chaco-Busch gerodet, um Weideflächen anzulegen. Die Trans-Chaco-Straße und die Brücke über den Paraguay-Fluss sind weitere Faktoren, die dazu beitrugen, die Krisensituation der Siedlung zu überwinden. Den ersten der Tod, den zweiten die Not, den dritten das Brot. Ein Sprichwort und eine harte Gesetzmäßigkeit, die manch eine Siedlergruppe begleitete. Um Schulen für ihre Kinder bemühten sich die Einwanderer schon, als sie eben erst ihre Zelte aufgeschlagen hatten. In den Schulen wird heute Spanisch und Deutsch unterrichtet. Der Glaube war eine der Hauptursachen für die Flucht aus der Sowjetunion gewesen. Den Predigern drohte Verfolgung und Verbannung. Die Gottesdienste wurden verboten und die Erziehung der Kinder übernahm der atheistische Staat. Die Freude über die Gewissheit, hier in Ruhe und Frieden ihres Glaubens leben zu dürfen, wurde in vielen Dankgebeten immer wieder zum Ausdruck gebracht. Durch die Einwanderung der Mennoniten in den Chaco war es zu einer Begegnung mit den Indianern gekommen, wie sie kaum jemand erwartet hatte. Auf der Mennonitischen Welthilfskonferenz in Danzig 1930, wo es hauptsächlich um die Flüchtlinge aus Russland ging, bezeichnete Professor H.S. Bender den Chaco als gänzlich unbevölkerten Raum. Er erwähnte die Indianer mit keinem Wort. Heute leben im Siedlungsgebiet der Mennoniten mehr Braune als Weiße. Den Armen zu helfen ist Christenpflicht. Viele Indianer fanden in den Krankenhäusern der Mennoniten Hilfe und Heilung, wie sie Arbeit und Brot auf den Höfen der Siedler fanden. Die Indianerberatungsbehörde sucht nach Wegen, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Land für die Indianer. Schulen für die Indianer. Gesundheit für die Indianer. Arbeitsplätze für die Indianer. Genossenschaftswesen für die Indianer. Ein großer Anspruch, eine große Erwartung und noch viele ungelöste Fragen. Der Staatspräsident und sein Gefolge landen in Philadelphia, um an der Feier des 50-jährigen Jubiläums teilzunehmen.
50 Jahre Kolonie Fernheim. Mehr als 50 Jahre Mennoniten in Paraguay. Die Jubiläumsfeier in Philadelphia, mit großem Aufwand vorbereitet, soll ein Dankfest sein. Der Dank und die Anerkennung gilt den alten Einwanderern, den Pionieren, die die Last der Ansiedlung trugen und das Fundament legten für das, was in 50 Jahren aufgebaut werden konnte. Ihnen zu Ehren wurde ein Denkmal gesetzt, ein Quebracho, hart wie Eisen, der von 5 Ketten, Symbol für 5 schwere Jahrzehnte, gehalten wird und an dessen Fuß die Namen der Ansiedler auf Bronzetafeln stehen. Auch für sie wurde der Chaco Heimat in Schweiß und Tränen. Viele ruhen auf den Friedhöfen.